Und weiter geht's hier mit Folge 97 der Neuaufnahmen für mich, für natürlich nicht, hier bei The Witcher 3 Wild Hunt. Ja, Neuaufnahme, haben wir schon erwähnt, weil mir ja da die Festplatte vollgelaufen ist und mir das Spiel nichts gesagt hat davon, von wegen, du vollgelaufen, ich nehme nichts mehr auf und so. Ich dachte, okay, nehmen trotzdem weiter auf, aber nee, das ist leider nicht so. Egal, jetzt ein paar haben wir nach dem magischen Eichel geholt, von Imlerits Leich haben damit 2 neue Punkte geholt. Da sind wir vor allem ganz gut hier, mit 3 Punkten gerade. Und jetzt machen wir weiter mit der Quest für Yennefer. Weil wir wollen hier noch die Loge zusammentreiben. Philippa haben wir bereits. Wir haben auch das gemacht wegen, also nochmal gemacht wegen Dijkstra. Wegen der Quest Staatsräson. Ja, da haben wir aus Versehen, Part 95 haben wir Dijkstras Bein gebrochen. Das war nicht gerade sehr erfreut darüber. Und deswegen, ja, machen wir die bald schon mal nach der Quest. Also fast danach. Die müssen noch aussetzen, da hat irgendein Bug drin und deswegen los geht's mit Yennefer. Der geliebten Yennefer. Wollen wir hier auf ein anderes Ende entschieden haben. Ich weiß immer noch nicht, wie man überhaupt. Also optimal wäre es eigentlich, wie ich finde, dass man eigentlich wie in diesem Let's Play bisher auch alle nach Kaer Morhen bringt und so. Also alle, sprich bis auf Unterstützung von Dijkstra und einer fehlt immer noch. Ich glaube, er ist schon wieder. Ein anderer Hexer, den man noch aus The Witcher 2 kennt. Bis auf die hatten wir ja alle. Und ja, was ich mir halt vor allem frage, ist, wie wir trotzdem eine Romanze mit Yennefer anfangen können, ohne Triss, aber Triss trotzdem nach Kaer Morhen kommt, um Ciri zu unterstützen. Weil, ja, mit der Quest dort jetzt noch nie, sobald wir sie anquatschen, ist entweder geht es nach Kovir oder nach Kaer Morhen, und wenn es nach Kaer Morhen geht, sind wir mit ihr zusammen, also, irgendwie was anderes, aber dann nicht gesehen. Aber gut, das ist ein anderes Thema. Kann ich dann vielleicht nach dem Let's Play noch nachliefern, also sprich nach dem Haupt-Let's Play. Ich meinte uns beide und dich. Ja, da ist ja unsere geliebte Yennefer. Mhm. Du gefällst mir sehr. Aber die Dame hier ein bisschen besser. Willst du was trinken? Ich fürchte, in diesem Etablissement ist das Spülwasser noch am besten. Imlerit, war das deine Idee oder Ciris? Ciris. Dachte ich mir. Ich bin froh, dass du mitgegangen bist. Ich dachte, du würdest wütend sein. Wütend? Wieso? Weil du Ciri bei ihrer Entscheidung unterstützt hast? Oder weil du an ihrer Seite gekämpft und gewonnen hast? Und wenn wir verloren hätten? Dann hätten wir jetzt dieses Gespräch nicht. Und die weibliche Bevölkerung des Kontinents würde in Tränen ertrinken. Ihr habt gewonnen. Es ist müßig zu überlegen, was hätte sein können. Ja, Jens direkte Art finde ich schon nicht so schwer. Was machen die Dame hinter mir? Ich meine, klar, es war mit dem Hintern und so, das ist ja alles gut und recht, aber die Augen. Guck dir mal die Augen an. Aber egal. Charmanter Ort. Warum bist du hier? Das wirst du bald erfahren. Erzähl mir inzwischen von Philippa. Triss und ich haben sie gefunden und befreit. Dijkstra hatte sie. Aber die Lage ist unter Kontrolle. Da bin ich froh. Und? Sagst du mir, warum du hier bist? Ich konnte ermitteln, wo Margarita ist. Im Gefängnis in Ochsenfurt. Ich habe außerdem erfahren, dass jemand von dort geflohen ist. Er müsste bald hier sein. Was weißt du über diesen Flüchtigen? Ich weiß, dass er der Einzige ist, der je aus Dariat entkommen ist. Jeder Wachmann in der Stadt sucht ihn jetzt. Ist er denn vertrauenswürdig? Das werden wir gleich erfahren. Er ist gerade reingekommen. Boah, ist er dreckig. Abi Faria? Wer fragt das? Wir würden gerne reden. Verdammt. Schnapp ihn dir lieber. Ja, ist ja gut. Mann, wir sind noch herumkommandiert. Die große Flucht, ja.
wenn sowieso ein bisschen übertrieben, dass Geralt sich so leicht werden jeden Tag wilder. umrumpeln lässt. Ich meine, hallo, der mit seinen Hexer sind und so weiter. Das dürfte ihm eigentlich gar nicht passieren, aber egal. Wo bin ich jetzt hier? Verdammt, er ist die Leiter rauf. Mir steht wohl ein Dachspaziergang bevor. Komm, wir haben doch schon. Ja, kann er hoch. Ich dachte, ihr hättet ein Treffen vereinbart. Ich sagte, dass ich ihn gefunden habe, nicht, dass ich ihn gesprochen habe. Was wollt ihr von mir? Lasst mich. Beruhige dich, wir wollen nur reden. Und mir eine Klinge in die Rippen stecken und mich in die Gosse werfen. Schau uns doch an. Sehen wir wie Banditen aus? Nein, eigentlich nicht. Schön, dass du das einsiehst. Außerdem würdest du uns tot nichts nützen. Dann tut ihr mir nichts. Nein, du erzählst uns deine Geschichte und gehst dann, wohin du willst. Na gut, aber wir sollten wieder zur Karte gehen. Es ist unklug, sich auf den Straßen aufzuhalten. Klingt klug. Trink Krüppelkati. das aus, das hilft. Danke. Was wollt ihr? Nach Dariad reinkommen. Sucht euch einen Jäger, sagt ihm, ihr praktiziert Magie. Er sperrt euch im Handumdrehen ein. Wir müssen rein, ohne dass es jemand merkt. Sag uns, wie du entkommen bist. Dann lebt dein Leben weiter. Angeblich kommt niemand lebendig aus Dariad raus. Ja, so heißt es. Da dachte ich, warum es nicht tot versuchen? Aber die Leichen werden verbrannt. Sie verbrennen sie erst, seit sie erfahren haben, dass ein alter Kerl wie ich entkommen ist. Davor haben sie die Leichen in eine tiefe Grube geworfen. Die Grube ist mit der Kanalisation verbunden und die mündet in den Fluss. Wenn man den erst erreicht hat, ist man frei wie ein Fisch. Es heißt, dass Dariad besser bewacht ist als die Festung von Vicovaro. Die Wachleute werden aus Hexenjägern rekrutiert. Der schlimmste Abschaum, geifernde Fanatiker. Wenn ihr wüsstet, was sie den Leuten antun. Jeden Tag Folter, das Rad, die Streckbank. Den Frieden lassen sie einen nur an Feiertagen und wenn sie sich zugesoffen haben. Die dürfen im Dienst trinken? Offiziell nicht. Aber ihr wisst ja, wie es ist. Man kann es sich vorstellen. Du hast dich also totgestellt. Und das hat niemand gemerkt. Als junger Mann habe ich eine Ausbildung bei einem Chemiker in Silberstein gemacht und ein bisschen was über Kräuter gelernt. An meiner Zellenwand wuchsen Schlafpilze und auf dem Gefängnishof habe ich Tollkirschen gefunden. Ich musste sie nur vermischen und den Matsch eine Stunde vor der Abendrunde essen. Du hättest sterben können. Ich wollte zu meinen Bedingungen sterben, wenn das mein Schicksal war. Dann könnten wir theoretisch so reinkommen, wie du rausgekommen bist. Vorausgesetzt, wir stören uns nicht an ein paar verwesenden Leichen. Und vorausgesetzt, dass ihr euch durch das Gitter quetschen könnt. Sie haben den Auslass zum Fluss versperrt, nachdem ich geflohen bin. Da könnte Sprengstoff helfen. Damit uns die halbe Stadt hört? Ich habe eine bessere Idee. Ochsenfurt steht auf Elfenruinen. Und die müssen irgendwo mit der Kanalisation verbunden sein, wenn wir einen Weg in die Ruinen finden. Kommen wir ins Gefängnis rein. Siehst du? War doch nicht schwer. Noch ein Rat. Such dir eine andere Taverne. Hier kennt dich jeder. Danke. Was immer ihr für Pläne habt, ich hoffe, sie gehen auf. Wir auch. Bis dann. See you later, Alligator. Was er über die Wachen gesagt hat, könnte noch nützlich sein. Stimmt. Es müsste glatter laufen, wenn wir wenigstens ein paar von ihnen abfüllen könnten. Sultan müsste das hinkriegen. Ich frage ihn. Treffen wir uns auf der Ochsenfurtbrücke. Jo, aber das mit dem Abfüllen wird leider nichts, Leute. Weil, ja, wo das halt schon mal in dieser, sag ich mal, Fehlaufnahme gemacht habe. Also wir können durchaus Sultan Hilfe bieten, das ist kein Problem, wir werden uns aber gleich erklären, warum es eben nicht geht. Und daran sind wir ein bisschen selber schuld, wobei, wir haben es auch gewollt. Nicht drängeln! Und zwar hat es ja so,
Wir haben sie schon am Eingang der Stadt gesehen. Wir haben ja Triss geholfen, die ganzen Magier zu evakuieren aus Novigrad. Und diese Entscheidung hatte doch sehr, sehr große Konsequenzen. Also sehr groß wird übertrieben, aber es hat doch gewisse Konsequenzen. Und sollten uns gleich mal erklären, was für welche. Skandal! Vor allem noch ganz was anderes. Er ist da. Rittersporn. Moment, mal ganz was anderes machen. Ich hatte doch jetzt hier nur noch genau das hier. Können wir alle mitnehmen, brauchen wir eh nicht mehr. Stufe 9, Stufe 10. Ne, können wir alles verkaufen, Leute. Ja. Rittersporn, altes Haus. Hast du kurz Zeit? Für dich immer, mein Freund. Die kennen sich auch schon ewig lange, ey. Ich habe ein Porträt des Hierarchen Hemmelfahrt übrig. Willst du es haben? Ja, ist es von einem dieser Halblingmaler? Ja. Herrlich. Ich werde es im Rosmarin und Thymian aufhängen. Dann laufen die Inspektionen durch die Tempelwache bestimmt glatter. Ha, Bug entdeckt. Ah, ist jetzt Chamäleon, nicht mehr Rosmarin und Thymian. Wie bist du eigentlich in den Besitz dieses Etablissements gekommen? Das glaubst du nie. Ich habe es geerbt. Und zwar von niemand anderem als Alonso Villi. Hurensohn Senior persönlich. Du hast recht. Ich glaube es nicht. Alonso hat die hiesige Unterwelt mit eiserner Faust regiert. Doch tief im Innern war er so romantisch und rein, wie man nur sein kann. Diese Einrichtung ist einer der Gründe, warum sein Sohn nicht allzu begeistert von mir ist. Cyprian, also Junior, wollte sie zum Bordell machen, aber das Rosmarin ging an mich. Und ich habe vor, den elegantesten Ort der Stadt daraus zu machen. Eine Hochburg der Kunst und Kultur. Faszinierend. Bis dann, Rittersporn. Und das Bild haben wir sie mir echt gegeben, oder wie? Jo, ist weg. Weil es ist irgendwie buggt. Das Folge dran ist, wenn man das Bild in der Truhe drin hat und ihn trotzdem drauf anspricht, dann sagt er trotzdem, jo, danke Geralt für das Bild, aber das Bild bleibt trotzdem in der Truhe, du kannst wieder darauf ansprechen und es nicht mehr. Also irgendwie ist die Quest auch ein bisschen verbuggt. Wobei es eigentlich eine Mini-Quest, also von dem her. Zoltan, ich weiß, du bist klein und so, aber an den Arsch kriechen. Nö, das ist nicht dein Stil, Kumpel. Zoltan? Geralt? Wir brauchen eine Hilfe. Margarita wird in Deriad gefangen gehalten. Ich habe einen Plan, um sie zu befreien, aber wir brauchen deine Hilfe. Was soll ich tun? Belade einen Wagen mit so viel Mahakama, wie du auftreiben kannst, und fahr ihn nach Ochsenfurt. Jennifer gibt dir ein Signal und dann fährst du durch die Tore und versorgst die Wache. Ach, schreckliche Zeiten. Seit die Magier die Stadt verlassen haben, sind die Jäger auf Anderlinge aus. Ein Zwerg bei den Gefängnistoren erregt nur Aufmerksamkeit. Stimmt. Daran habe ich nicht gedacht. Dann gehe ich direkt zu Yen. Sie sucht einen Weg in die Ruinen unter der Stadt. Jo. Schön mit dir zu reden, Zoltan. Bis später. Und hätten wir eben Triss nicht geholfen, wenn ihm noch Magier in der Stadt, dann würde das Wunder funktionieren. Aber eben, bei uns geht es nicht mehr und ist auch kein Problem. Das heißt für uns jetzt, muss man jetzt mal gucken. Wir haben jetzt auch hier letzte Vorbereitungen, die große Flucht. Optional sollte um Hilfe ist abgehakt, das ist eigentlich ein Fehler. Jetzt müsste eigentlich hier ein Kreuz stehen, weil wir können die Quest nicht machen. Geht ja nicht. Und die Teilquest nicht. Aber ist nicht schlimm. Das ist einfach nur ein kleiner optischer Fehler. Das ist wie gesagt zu verschmerzen. Ich sollte doch vielleicht... Da kommt sowieso vorbei, okay. Oh, Gewitterstimmung. Ja, wir gehen nach Ochsenfurt. Muss ganz mal etwas anderes gucken. Da ist alles jetzt Redanien, wa? Ja, wie sind wir? Da ist das ursprüngliche Dorf. Genau, eins haben wir statt der Temirischen Könige zu Nilfgaard besetzt. Wo ist denn eigentlich hier unten müsste es sein, wa? Ich gucke gerade wegen Sintra. Das Königreich von Ciri, beziehungsweise ihrer Großmutter. Da müsste hier gewesen sein, wa? Hier war der Ponta mit den ganzen Flüssen. Der Gabelung hier unten, war glaube hier unten. Ja, eben Nilfgaard kommt eigentlich von ganz hier unten und so weiter, aber ist ja alles ein anderes Thema. Passt auf ins Skellige, passt das auch, ja, die waren ja auch hier unten, oder was? Nee, hier oben war es auch nicht, das war hier. Schade, dass man nur die Burg von Usima sieht, aber gut, der Rest haben wir ja bei Witcher 2 gesehen. Das Spiel muss halt mal zocken, hey, aber die Frage ist halt, sag es parallel zu Witcher 3 oder sag es danach? Naja, anderes Thema, Freunde. Vielleicht mal ein Livestream-Thema, aber gut. Können
Okay, hier kommen Orte. Geil, vielleicht für Orten Macht und so. Können dann später noch schauen. Jetzt erstmal hier zum Hafen von Ochsenfurt. Dann noch ein bisschen was verkaufen und so weiter. Und ja, ich sollte mich dann auch bald mal, also bald, das ist dann jetzt noch ein bisschen Zeit und so, will bloß ein bisschen vorbereiten. Ich schätze so, ja, man mache das am besten. Mache das nach Letztvorbereitungen oder mache ich das nach der Quest nach Letztvorbereitungen? Es geht vor allem darum, dass ich halt alles noch, Du wirst ersticken an 3 Pfund Stahl. Naja, dankeschön. Es geht vor allem darum, dass ich alles noch upgraden will. Sprich, alle Waffen die besten, also Schwerter vor allem. Dann noch die Rüstungen, alles das Beste. Alle Punkte nochmal neu skillen, nochmal alle neue Tränke und so. Sowohl die Verbesserungen, also die Grundstoff wollte ich gerade sagen. Nee, natürlich die Basis, genau, von allen Sachen. Und das muss natürlich auch alles geplant werden, die Schemen gesucht werden. Hallo, noch ein. Oh Mann, das wird offscreen richtig lustig. Du hast... Wunderbar. Ja, das ist eine gute Frage. Überlegt etwas für ihn? Die Großen sind mal ganz geil, aber das ist mal so etwas Geiles, wa? Stiefel, Mittelschwere. Meist leicht gefertigte, Stufe ist niedrig, okay, ist kein Problem. Denke ich mal hier auf Greifenstiefel, wa? Normale haben wir, herstellen kann ich sie auch. Wir brauchen auch noch einen Schema für die besseren, also verbesserte. Und meistens machen wir sowieso bei der Schmiedin beim Grafen. Grafen bei Baron natürlich. Genau, also Silberschwerter, Glanz und Gloria. Verrückt, war. Ein meißlergefertigtes Silberschwert ist schwächer als das, was wir auch von Krach bekommen haben. Krass. Gut, das ist nur ein bisschen besser, also wegen dem. Entermäßig ist auch nicht besser. Ja, Krachs Schwert ist gar nicht mal so schlecht, ey. Mit Ach und Krach. Da machen wir sowieso nichts. Nee, das passt. Reparieren wir auch doof. Ja gut, die reparieren, nee, bringt ja nichts. Verkaufen bitte schön. Der wird noch eingesetzt. Nee, da sind wir momentan eigentlich alle viel besser drauf. Ja, Schwerrüstung sowieso nicht. Dann hat er vielleicht hier noch etwas. Leiterrüstung. Kavalleriesandschuhe auch nicht, wa? Ja, dann lassen wir es. Bis dann. Und gehen mal zu Yennefer. Hier kann noch was anderes. Charakter, muss noch kurz etwas anderes machen. Wo war der jetzt? Da haben wir Igni, da haben wir Art. Vorher Igni, aktiver Schilderzeug. Den aktiven Schild müssen wir mal machen. Ist ja eh bloß der Alternativmodus in dem her. Noch mal einen Punkt hier drauf. Bevor ich es noch vergesse. Okay, Ausrüstung machen wir ja später. Wir uns nicht schon begegnet? Ach, doch schon jetzt. Was haucht denn dafür raus? Verdammt, ich hätte das vorher gehabt. Den hatte ich, das weiß er nämlich noch. Ne, okay, wir lassen es mal. Wir sind eh stark genug, von dem her ist kein Problem. Den ruhig auch noch später machen. Hast du einen Zugang gefunden? Mehrere. Der nächste ist in einem Brunnen beim Gefängnis. Hast du Hilfe organisiert? Wir kommen schon alleine klar. Fangen wir an? Kann losgehen. Jo, legen wir los. Sicher, dass die Wachen nichts von der Passage durch die Ruine wissen und keine Wachen postiert haben? Haben sie nicht. Woher willst du das wissen? Die Hierarchen von Novigrad haben sich große Mühe gegeben, alle Erinnerungen an die elfischen Wurzeln der Stadt zu tilgen. Selbst wenn sich jemand an die Ruinen erinnert, weiß doch niemand, wo sie liegen und wie groß sie sind. Ich bin absolut sicher, dass da niemand Wachen aufgestellt hat. Hoffentlich hast du recht. Wird schon gut gehen.
Yen irrt sich da sowieso so gut wie nie. Warte nur, die Hexenjäger kriegen dich. Seine Majestät, König Radovid, ist ein strenger, aber gerechter Herrscher. Gerecht, für den Arsch, ey. Radovid ist ein Arsch. Nichts anderes. Der Vater war viel cooler. Da sind wir. Das ist es. Bis vor kurzem war der Brunnen mit einem Felsbrocken verschlossen. Aufgrund eines Erlasses von Himmelfahrt vor einigen Jahren. Aber ich habe 2 starke und willige Passanten gefunden, die das Hindernis entfernt haben. Gegen eine bescheidene Gebühr natürlich. Hier. Was ist das? Benutz es, wenn du Rita hast. Dann kann ich dich orten. Kommst du nicht mit? Durch Ruinen und Kloaken kriechen. Das überlasse ich lieber dem Fachmann. Du willst also lieber antanzen, wenn die harte Arbeit getan ist. Nasse Kleider. Welch eine Freude. Oh ja, kannst du laut sagen. Na, spring mal rein, wa? Aktualisiert die große Flucht. Jetzt was, Leute, mach's direkt jetzt mal so. Das habe ich in der ursprünglichen Aufnahme ein bisschen falsch gemacht. Also falsch, das ist übertrieben, aber zu spät. Wo haben wir jetzt den Trank? Jo. Die Katze. Aber natürlich nachher auf YouTube ist natürlich alles viel besser. Und da sind wir auch schon und wollen wir sagen, los geht's mit der Katze. Grabräuber. Der hier mochte wohl Elfenkram. Okay, schön für ihn. Das sind ein paar Viecher, sind eventuell dank der Katze. Ach du Scheiße, das ist ein Viech. Ein Hoch auf unsere Waffe! Oder haben wir überhaupt kein Öl drauf, oder? Nee. Hätten noch Nekromagenöl drauf tun können, aber egal. Gruft Weibohr. Oh, wir haben hier das Ohr abgeschnitten. Ja, servus dann. Was haben wir hier? Der Mechanismus ist kaputt. Da fehlt ein Stück. Ob es sich ersetzen lässt? Ah ja, genau, der. Nämlich auch noch, da ist kein Problem, Leute. Da werden wir, gleich dazu stoßen. Ich hoffe, es ist noch so wie bei der ersten Aufnahme hier. Und zwar, dass wir hier auf ein paar Viecher stoßen, die so gesehen noch echt geile, Items für uns haben. Das Item ist das falsche Wort, aber... Nochmal chauffieren, das war auch nix. Haben wir doch gerade noch ein paar Viecher. Langschreifendes Spirock. Okay. Ah, die ganzen Schemen suchen wird richtig lustig. Und auch für die Rüstungen. Aber naja. Bin ja selber schuld, dass wir schon längst mal alles noch machen können. Wobei, ja, du musst eigentlich fast wirklich alle Questen so machen, damit möglichst viele Schemen und so weiter hast, vor allem alle, die du willst. Das ist dann doch ein bisschen... zu mühsam. Das könnte noch nützlich sein. Der Hebel. Schon gefunden. Jetzt muss jetzt die Viecher hier hin. Und ich hab's vorhin gesehen, jetzt sind sie nicht mehr da. Hä? Ja, Verwirrung. Aber gut, bringt ja nichts. Kannst du bitte mal tauchen, Geralt? Dankeschön. Müssen wir verarschen, wa? Nee, das ist auch nichts. Da kommen wir später. Ich bin gerade leicht verwirrt, wie man halt verwirrt sein kann. Wieso so verwirrt bin, ganz einfach. Hier unten hat es noch ein paar eigentlich normale Viecher, also sprich so, ja, halt normaler Trunken und so weiter, halt die Mini-Versionen. Und die geben eigentlich mit unten noch geile Mutagene ab. Und die kleinen blauen Mutagenen sind noch brauchen könnten, normalen und großen zu machen, aber irgendwie sind die gerade weg. Aber egal, Leute,
Nächsten Part geht es hier weiter, werden hier ein bisschen gucken und so und hoffentlich in den nächsten Folgen dann Margarita befreien können. Bis dahin, ciao zusammen!